Johann Barsi kocht. Servus beieinander, der Johann Barsi, der ist wieder da und der weiß natürlich ganz genau, dass ihr nicht alles Großfamilien seid, wenn ihr bloß zu zweit daheim seid, da eine ganze Gans machen, das ist zu viel. Ihr kauft euch eine Gänsebrust zum Beispiel, die kann man schön schmoren und das ist für zwei vollkommen genug. Ich habe eine ganze Gans vorbereitet, eben die zwei Brüste, die Keulen, die darf ich gern einmachen in ein Glas. Und wenn sowas bei einem Weihnachtsfrühstück oder Brunch hinstellt, da seid ihr der Hit. Also gut aufpassen, wie es funktioniert. Für die Soße brauchen wir Wurzelgemüse, Sellerie, Karotten, Petersilienwurzel, dann Zwiebeln, Lauch, unsere schönen Gewürze, Piment, Wacholder, Pfefferkörner und Senf. Dann brauchen wir natürlich Glühwein, das heißt einmal der Wein, einen schönen Rotwein, und für das Glüh verantwortlich ist der Zimt, Kardamom, Nelke, Sternanis. Und weil das Ganze eine schöne Süße braucht, habe ich hier Holunderbeerenmarmelade. Und das setzen wir jetzt an. Und jetzt kommt unsere Gänsebrüste. Ich mache gleich 2 Gänsebrüste, weil unser Kameramann, der hat viel Hunger. Das ist so ein Viech, der braucht schon ein bisschen was. Jetzt lassen wir das schon langsam anbraten. Jawohl. So eine geschmorte Gänsebrust hat natürlich keine knusprige Kruste, aber wir glasieren das dann ab, dann schmeckt es auch richtig gut. Einmal kurz auf der anderen Seite. Jetzt sagen die Leute immer, ja, damit sich die Poren schließen, von allen Seiten anbraten. So ein Schmarrn. Wie wenn Fleisch Poren hätte. Poren sind maximal auf der Hautseite. Das sind Löcher in einer Haut, sind Poren, nichts anderes. Jetzt tritt natürlich dieses Fett aus, deswegen haben wir am Anfang nicht so viel rein da. Gutes Kochen hat natürlich was mit Zeit zu tun. Solche Sachen brauchen immer ein bisschen, aber das Schöne ist, wir können das vorbereiten. Und dann zur Bescherung haben wir dann Zeit. Jetzt können wir auf dieser Seite schon mal die Gemüse reintun. Jawohl. Nur den Lauch noch nicht. Der Lauch würde verbrennen, ist noch zu heiß. Die anderen Gemüse, die vertragen das leichter. Die Karotten, der Sellerie, auch die Zwiebeln. So. Und dann müssen wir einen schönen Bodensatz zusammenbringen. Ja, mit der Hitze muss man immer ein bisschen variieren. Mal muss man es heiß machen, wenn es zu stark wird, muss man es ein bisschen runterschalten. Da braucht man das gewisse Feeling. Zwischendrin ab und zu mal ein bisschen den Bodensatz weglösen. Jetzt könnte man auch mit Tomatenmark arbeiten. Aber wir machen das jetzt einmal ohne und schauen, ob wir da auch eine gescheite Farbe hinkriegen. Sollte mit dem Rotwein schon funktionieren.
So, und wenn das schön angeröstet ist, dann kommt unser guter Rotwein zum Einsatz. Ja. Das kommt wieder rein. So, und wenn man was schmort, heißt es im eigenen Saft. Das heißt, man gießt nicht groß auf. Man muss aber immer mehr aufpassen, damit es nicht anbrennt. Ein bisschen was tun wir noch rein. So, und jetzt Deckel drauf und schmoren lassen. Jetzt hat es gut 2 Stunden gekocht. Jetzt kommt unsere Marmelade noch dran. Und ganz wichtig natürlich unsere Gewürze, aber die eben nicht so lange mitkochen, sonst schmecken die muffig. Kardamom, Sternanis, Zimt und ein bisschen Nelke. So, jetzt darf die Sache noch fertig ziehen. Und in der Zwischenzeit haben wir hier eingekocht nur Rotwein und Zucker. Und da machen wir ein bisschen Malzessig rein. Und damit glänzen wir die Brüste ab. Und als nächstes passieren wir dann die Soße und dann ist schon fertig. Und da ist soweit unsere Gänsebrust. Schön in der Glühweinsauce. Ich habe da, dass ich nicht vergisst, noch ein Becher Creme Fraiche rein war. Dann brauchen wir es nicht binden mit dem Mehl oder irgendwas und die ist selber sämig genug. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen, lasst es euch schmecken und pfiat euch.